Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein juristisch schwer zu lösender Fall steht heute an. 2 Bauern und ein Weg. Derlei Themen sind dem Amtsrichter von Geisbach aber nicht fremd. Sie gehören hier geradezu zur Alltäglichkeit. Was redst denn du andauernd von deinem Eigentum? Das gehört dir ja gar nicht, du Basi, du Scheinheiliger. Ich lass mich von dir nicht beleidigen, Haderlump. Du bist ein Dieb! Ruhe! Der ganze Kasus ist doch von vornherein ein verrücktes Hirngespinst, ein saudummes. Ich kann die Herren Advokaten gar nicht verstehen, wie sie sich überhaupt für solche Lappalien hergeben können. Mein Mandant wurde von dem Beklagten aufs Schimpflichste herausgefordert, in seinen verbrieften Rechten gewaltsam behindert, verletzt und beleidigt. Nach dem Paragraphen 811 und folgenden... Und so weiter, strapazieren Sie sich doch nicht, Herr Kollege. Das bürgerliche Gesetzbuch zitieren wir, wenn überhaupt, erst am Schluss. Der Sachverhalt ist wichtig und dem fehlt jede klagbare Substanz. Das wäre richtig, Herr Vorsitzender, so es uns nur um die Zurückweisung der uns zur Last gelegten tätlichen Beleidigung ging. Da uns die Gegenpartei aber nun einmal verklagt hat, wollen wir das uns zustehende Recht der freien Durchfahrt mit allen Arten von Wegen, des freien Durchtriebs von Groß- und Kleinvieh, sowie das persönliche Wegerecht aller Inwohner des Anwesens meines Mandanten, seien es nun Familienangehörige oder Dienstboten etc., durch das Pfottnersche Wäldchen frei und uneingeschränkt zu jeder Tages- und Nachtzeit und ohne Widerruf rechtlich sichergestellt wissen. Eha! Nicht einmal ein Balsersee kotzt jetzt auf meinen Weg. Niemals! Pfottner, nicht so hitzig. Und jetzt kommen Sie mal her zu mir, ja? So, und jetzt passen Sie auf. Das Recht bzw. die Gerechtigkeit, das ist eine feine Sache, aber sie hat einen Haken. Ne? Wo 2 Meinungen aufeinander prallen, da kann nicht immer nur die eine ganz rechtens und die andere ganz irrig sein. Ne? Es soll sogar vorkommen, dass beide Kontrahenten sich auf dem Holzweg befinden. Darum schlage ich einen Vergleich vor. Sie lassen den Balser Ihren Weg benutzen und der Balser hat nichts dagegen einzuwenden, wenn Sie mal auf seinem Straße fahren. Das ist vernünftig. Schreiber, bereiten Sie ein entsprechendes Dokument vor, beide Parteien unterschreiben und der Fall ist erledigt. Nein, ich mag nicht, Herr Oberamtsrichter. Und ich brauche keinen Vergleich. Mir steht das Fahrtrecht zu seit 100 Jahren und noch länger. Es steht geschrieben, dass wir durch den sein Holz durchfahren dürfen. Bitte, Herr Amtsgerichtsrat. Hier ist das Katasterblatt meines Mandanten. Der Weg ist deutlich eingezeichnet. Und mein Klient, der besitzt ja jenseits des Wäldchens noch eine Wiese. Ja. Er muss einfach diese Durchfahrt benutzen. Und hier ist unser Katasterauszug. Der Weg ist ein nur meinem Mandanten zur Verfügung stehender Privatweg, auf dem er zu seinem Acker gelangen kann. Naja, was soll ich denn damit, meine Herren? Ich habe selber ins Grundbuch reingeschaut und habe mich dann davon überzeugt, dieser Weg existiert amtlich überhaupt nicht. Folglich kann es für den Balser auch amtlich kein Fahrtrecht auf diesem Weg geben. Logisch, nicht? Respekt, Herr Amtsrichter. Jetzt gefallen Sie mir. Dann handelt es sich immerhin noch um ein Gewohnheitsrecht. Was seit Jahrhunderten rechtens war, kann doch nicht plötzlich Unrecht sein. Wenn ich nicht durch sein Holz darf, dann lasse ich ihn nicht durch mein Wiesen. Setzt er ein Planker vor sein Holz, setzt sie ein Planker vor mein Wiesen. Zum blanken Sitzen hast du kein Recht nicht auf der Wiesen, nicht? Das Fahrtrecht auf den Wiesenweg hat mein Großvater schon vor 100 Jahren gekauft. Spinner der alter Jungse bist du. Darf er mir als ledig sein vorhalten? Ruhe, Ruhe. Die
Die Aufstellung der Planken zur Sperrung des Wiesenweges muss meinem Mandanten nachgesehen werden. Er wurde dazu herausgefordert. Eine fragwürdige Herausforderung. Sagen Sie mal, meine verehrten Herren Ökonomen, was ist denn eigentlich los mit Ihnen? Was steckt denn da dahinter? Jedes Jahr kommen Sie mal daher und führen einen Mordsprozess miteinander. Er gibt keine Ruhe, er fängt ja immer an, der Trick haben mit der geschert. Halt den Mund, Balser! Darf er mir es ledig sein vorhalten? Halt den Mund, Pförtner! Gute Lust habe ich und sperre euch alle miteinander mal ins Gefängnis, und zwar in ein und dieselbe Zelle. Da könnt ihr da heraufen miteinander, bis nichts mehr von euch übrig bleibt. Jeder von euch hat einen stattlichen Einödhof. Eure Felder und Wiesen grenzen aneinander, greifen zum Teil sogar ineinander. Ja, Herrschaftszeiten noch einmal, da muss man sich doch vertragen und gute Nachbarschaft halten. Tja, mit dem Hans Wursten können Sie gut Nachbarschaft halten, Herr Rat. Das vergeht ja noch schnell. Ich bin ein friedfertiger Mensch, aber er da, ne? Der tut einem alles zum Trotz. Schon von jung auf tut er mir alles zum Trotz. Wie kommt nachher das, dass er allebei anfängt? Er hat die Planke zuerst hingesetzt. Er hat mir zuerst eine reingehauen. Alle er. Jahr aus, Jahr ein, er. Eha, lüb schlechter. Ich darf darauf hinweisen, Herr Amtsgerichtsrat, dass mein Klient von dem Kläger am Schönrainer Waldweg angegriffen wurde und dass ihm der rauflustige Fortmann sogar erhebliche Verletzungen beifügen konnte. Ich muss diese Darstellung aufs Entschiedenste zurückweisen. Mein Klient hat lediglich die Pfosten zu der vom Beklagten errichteten Planke herausgezogen. Dabei hat ihn der ungemein jähzornige Kontrahent hinterrücks überfallen und zu Boden geworfen. Herr Vorsitzender, ich beantrage die Einvernahme des Zeugen Bartholomäus Waschelhuber, des Dienstknechtes meines Klienten. Langsam, langsam. Der Zeuge ist wertlos. Er ist vom Kläger abhängig. Aber dieser Verhandlung ist in der Gemeindekanzlei zu Dürling ein Sühnetermin vorausgegangen. Ich bitte um die Aussage des Herrn Bürgermeisters Kottmeier. Der Waschelhuber war Augenzeuge der Tätlichkeiten am Schönrainer Wald. Langsam, langsam, meine verehrten Herren Doktoren, nicht so hitzig. Das Honorar wird durch Ihr juristisches Brillantfeuerwerk nicht höher. Wir vernehmen beide. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Waschelhuber herein. Jawohl, nur der Knecht Waschelhuber. Ja. Äußerin, das nimmt noch ein schlimmes Ende. Ach, diese Mannsbrüder, sind allesamt gleich. Wenn ich noch mal jung war, ich darf nie mehr heiraten. Tja, dem Pfotner seine Eifersucht aus der Jugendzeit, die bringt den noch einmal ins Zuchthaus. Geh, der Mai ist um kein Haar nicht besser. Er lässt sich nix sagen. Das habe ich schon geschimpft und predigt. Alleweil wieder Raffers wird Schulbuben. Nein, ich darf nicht mehr heiraten. Ja, du hast halt den Falschen geheiratet. Hättest du den Pfotner genommen, dann war er vielleicht der friedfertigste Mensch geworden. Ja, ja, Liesl, an der ganzen Garde bist du schuld. Ja, das mag ich. Ich war wieder die schuld. Ich habe ja damals den Besseren genommen, ne? Ja. Mein Pfotner haben ja die alten Leute noch gelebt. Und 7 Tagwerk weniger Grund hat er auch. Ah, nein, mein Balzer ist schon eine schöne Sache. So, du hast also nicht aus Liebe geheiratet, ne? Du vielleicht. Wer nach Geld und Sach heiratet, wird immer unglücklich. Das ist ein Naturgesetz. Siehst Mirzel, da hat's uns so einer wieder besser, gell? Der arme Dienstbote wird einmal gewiss nicht nach dem Geld geheiratet. Papalapap. Was man sich erheiratet, braucht man sich nicht ersparen. Lieber Lor, die ist nichts wert. Die gibt's überall gratis. Der Zeuge Waschelhuber Bartholomäus, komm als Zeuge. Das ist ein wichtiger Moment in Ihrem Leben. Reiß dich zusammen. Gern. Schon wegen dem Zeigengeld. Ja, ja, die Liebe, die ist wie eine Hypothek. Ha, die bleibt auf dem Haus liegen, deiner Lebtag. Du mit deinen dummen Sprüchen. Weltweit da drinnen, das ist ein Schmarrn. Na, Zeuge Waschelhuber, wie lang sind Sie denn beim Pfotner schon in Stellung? Seit Lichtmiss. Seit Lichtmiss. Und seitdem hat's da öfters einmal Auseinandersetzungen zwischen den Bauern und dem Balser gegeben? No, gerauft haben sie höchstens 3-mal. Aha. Aber zum Blankensitzen sind wir die Woche mindestens einmal gefahren. Ich bitte das Gericht, aus dieser Aussage die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Mein Klient suchte sich nur vor den Feindseligkeiten seines Nachbarn zu schützen. Ja, die Anwälte haben aber jetzt nicht das Wort. Herr Zeuge, sagen Sie mal, was haben Sie sich denn da im Lauf der Zeit so gedacht über diese ganzen Geschichten? Da finden Sie das Verhalten Ihres Bauern in Ordnung? Naja, als Knecht ist mir das wurscht, gell? So. Der Bauer ist der Bauer und ich tue, was der Bauer mir schafft. Also das Einfachste, gell? Und keine eigene Meinung haben Sie vorsichtshalber nicht, ne? Nein, Herr Richter. Aha. Aber das Blankensitzen ist ganz lustig. Besonders wenn einmal gerauft wird dabei, gell? Wie ist das? Greifen Sie damit ein? Raufen Sie da selber mit?
Nein, Herr Richter, Nicht? ich schau bloß zu. Und dem Balzer sein Knecht schaut auch bloß zu. Schaut auch bloß zu. Aha. Jetzt sind Sie so nett und schildern Sie mal so eine Rauferei von Anfang an, wie das zugeht. Naja, das ist eigentlich allerweil das Gleiche, gell? Zuerst setzen wir einmal einen Blanken. Ja, Gleich drauf kommt dann der Balzer und setzt auch eine. auch eine. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen und ziehen den Balzerstimpen wieder raus. Daraufhin haut dann der Balzer meinem Bauern eine ins Gesicht. Hui, hui. Und mein Bauer dem Balzer auch bloß eine. Auch eine, ja. Und dann fallen sie hin und raufen. Wir Knecht passen bloß auf, dass den Schlägel nicht in die Hand kriegen, gell? Ja, und dann, wenn sie fertig sind, dann bringen wir unsere Bauern wieder heim. Ins Bett. Ja. Und am nächsten Tag geht jeder zum Bürgermeister und verlangt einen Sühneversuch. Manchmal müssen wir natürlich auch einen Bader holen. Aber bloß, wenn der Kopf sehr stark blutet. Aha. Na, das war eine beinahe klassische Kampfesschilderung. Dankeschön, Herr Zeuge, Sie können sich setzen. Jawohl. Der Zeuge hat es deutlich ausgesprochen. Der Beklagte hat meinen Klienten zuerst geschlagen. Aber das war doch nur eine Notwehr. Allerdings, das Wegerecht durch die Wiese Ihres Klienten steht meinem Mandanten zu. Schon der Großvater hat es käuflich erworben. Ja, das weiß ich. Verlieren wir uns doch nicht jetzt in diese abenteuerlichen Juristereien, meine Herren. Wir kommen nur mittels eines Vergleiches zu einem Ende, glauben Sie mir das. Fottner, was verlangen Sie denn, wenn nun der Balzer seinerseits das Wegerecht durch Ihr Wäldchen da käuflich erwerben möchte? Nicht für 1000 Mark darf der mir durch. Herr Amtsgerichtsrat, der Mann spinnt. Und warum? Weil er alleweil noch ledig ist. Darf er mir das Ledigsein vorhalten? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Schluss! Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Kottmeier herein. Vielleicht weiß euer Bürgermeister, wie man mit euch Büffeln umgehen muss. Der Zeuge Kottmeier, persönlich. Jawohl. Ja. Wenn ihr euch jetzt nicht bald zu einem Vergleich entschließt, dann lass ich euch heute zahlen, dass euch die Daumen bluten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Soll ruhig die Gerichtskasse auch einmal einen saftigen Profit haben von eurer Sturheit. Nicht bloß die Herren Advokaten. Der Zeuge Corbinian Kottmeier, Ökonom und Bürgermeister zu Dürling. Aber die Ehre, Amtsgerichtsrat, na, wie steht's? Sind die zwei noch lebendig? Versteht ihr, Kottmeier? Dieser Verhandlung hier ist ein Sühnetermin vorausgegangen. Aber es ist Ihnen nicht geglückt, die zwei Narrischen da zur Vernunft zu bringen. Warum denn eigentlich nicht? Ja, no, ich bin kein Wundertäter. Berichten Sie uns kurz von diesem Sühnetermin und erzählen Sie uns überhaupt, was Sie von diesem Sachverhalt alles wissen. Ja, no, was soll ich da sagen? Dem Gericht liegt ja ein Protokoll von dem Sühneversuch vor. Hm? Ja. Ach, das da. Ach, das ist ein Protokoll. Ja. Aha. Ach, sowas habe ich, glaube ich, öfters einmal bei Ihnen gesehen. Ja, no, wir sind eine arme Bauerngemeinde, wir haben keine Bürokratie. Sühnetermin. Fottner kontra Balzer. Das Zureden hat nichts genutzt, die Kontrahenden gehen zum Advokaten. Oho. Dürling, den 29. Aprilis, ja, Feschlatein können Sie auch. Gezeichnet Kottmeier, Bürgermeister, das ist alles. Ja, no, das habe ich selber geschrieben. Weil unser Gemeindeschreiber, der Herr Lehrer, der war an dem Tag auf einer Hochzeit eingeladen und da war er natürlich besoffen. Ja, so genau will ich es gar nicht wissen. Sie haben den Kontrahenten also gut zugeredet, ja? Nein, das hat er nicht. Zum Balzer hat er gehalten. Nicht? Die zwei sind ja verwandt. Der liegt, wann er das Maul aufmacht. Zu deinen Gunsten oder der Bürgermeister? Die Balzerin Lisbeth ist ja seine Geschwister. Ja, hättest das doch geheiratet. Und mir aus kannst du das heute noch haben. Sagen Sie mal, möchten Sie nicht eigentlich den Zeugen jetzt einmal reden lassen, ha? Herr Bürgermeister, versuchen Sie uns diesen Sühnetermin unparteiisch zu schildern. Oh mei, Herr Rat. Ich meine unparteiisch, trotzdem die Frau Balzer Ihre Schwester ist. Ja, hören Sie mir doch auf mit der Schwester. Bald wäre ja der Fottner mein Schwager geworden. Liesl hätte er so gern gehabt, aber mei, sie hat ihn halt nicht mehr. Und seitdem da fängt der Müll. Seit meiner Hochzeit. Seit 15 Jahren setzt er mir eine Planke nach der anderen vor die Nasen, nur weil ich ihm die Kottmeier Lies weggeheiratet hab. Ja, heirat doch eine andere, du Depp, du. Der spinnt doch. Der Mann, der kehrt nicht ins Zuchthaus, der kehrt ins Narrenhaus. So, und jetzt zahlt der Beklagte 5 Mark in die Gerichtskasse. Schreiber, notieren Sie, 5 Mark. Und Sie schildern mir jetzt endlich den Sühnetermin, Kottmeier.
Ja, weil es heißt, ich wäre parteiisch. Der Futtner wäre mir ja genauso recht gewesen als Schwager. Das habe ich ihm auch gesagt bei dem Sühneversuch, aber er glaubt mir's ja nicht. Herr Rat, die Jugendliebe geht dem Mann nicht mehr aus dem Kopf. Wie ich sag, der spinnt. Fix, Lug, schlechter. Witz ist der Maul nicht holz, da kann er mir nicht mehr anders helfen, da muss ich zuhauen. Wachtmeister, treibt Sie ein Himmel, Donnerwetter! Sie machen sich ja unglücklich. Und Sie Finger weg, der Mann ist gefährlich. Der Lug. Wer vor den Schranken des Gerichtes gewalttätig wird mit Zuchthaus bestraft. Ruhe! Anziehen, los! Schreiber, der Kläger bezahlt ebenfalls 5 Mark wegen ungebührlichen Verhaltens vor Gericht. Der bei mir ist liedig sein vorhalten. Das kostet nochmal 5 Mark, jetzt Futtner. Den hätte ihr vor 15 Jahren schon erschlagen sollen. So, und jetzt zahlst du 20 Mark. Ich möchte doch sehen, ob ich nicht mit dir fertig werde, Futtner. Jetzt kennen Sie den ganzen Sühneversuch, Herr Rat. Genauso ist es zugegangen. In meiner Stube hat's fürchterlich ausgeschaut. 2 Stühle waren kaputt und der Spiegel war in 1000 Scherben. Meine Bayerin hat gesagt, wenn das nochmal passiert, dann darf ich nicht mehr Bürgermeister spielen. Ja, gut, ich danke schön, Herr Bürgermeister, setzen Sie sich bitte. Ja, außerdem wurde an jedem Sühnetermin mein Klient erheblich am Hinterkopf verletzt. Ja, er musste sich in die Behandlung des Dorfarztes begeben. Wir verlangen selbstverständlich Schmerzensgeld. Auch mein Mandant wurde erheblich verletzt. Er musste sogar eine Woche lang das Bett hüten. Die Dienstmagd meines Klienten steht dem Gericht zur Einvernahme bereit. Sie hat den Futtner gepflegt. Und so weiter und so weiter. Dankeschön, mir reicht's jetzt. Ich bestehe auf Vernehmung der Dienstmagd Mirzel-Seifüßel. Und ich auf die Einvernahme der Ehefrau Elisabeth. Aber selbstverständlich, meine Herren, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Wachtmeister, rufen Sie mir bitte die Damen herein. Alle 2? Jawohl, alle 2. Gleichzeitig? Ja, gleichzeitig. Das gibt aus. Mein Bauer ist der beste Mensch. Er hat halt eine schwere Enttäuschung mitgemacht. Und da leidet er heute noch. Aber die Dirndln, die es gut meinen, die werden halt oft nicht geachtet. Mit einer Dienstmagd rede ich nicht. Na, erzähl es heute am Wachtmeister. Ich bin ja für den Isidor überhaupt nicht auf der Welt. Ich koch für ihn, ich pflege ihn, wenn er verletzt ist. Ich schaue auf Stall und Viech, auf Knecht und Hof. Aber ich bin halt keine reiche Bauernstochter. So, jetzt packen wir es allmählich, meine Damen. Wir sind bestenfalls dazu bereit, Herr Kollege, in puncto Schmerzensgeld einen Kompromiss anzusteuern. Wir geben aber nicht in der Hauptsache nach. Das Fahrtrecht durch das sogenannte Schönreiner Hölzel können wir Ihnen nicht zugestehen. Die Aussage der Ehefrau meines Mandanten hinsichtlich der erlittenen Verletzungen und Schmerzen dürfte die Gegenseite bald nüchtern stimmen. Dazu kommen die ärztlichen Aufwendungen. Und sollte es in der Hauptsache zu keinem befriedigenden Spruch kommen, dann werden wir die nächste Instanz bemühen. Es wird zu einem befriedigenden Spruch kommen, Herr Doktor. Verlassen Sie sich drauf. Die Zeugin Balser Elisabeth, Balser Bäuerin zu Tierling und die Zeugin Seifüßel Mirzel, Dienstmagd und Jungfer auf dem Futtnerhof, ebenfalls zu Tierling. Bitte, meine Damen, treten Sie vor. Ich danke schön. So, meine Damen, jetzt legen Sie Zeugnis ab. Wie schwer waren die Herren Bauern verletzt? Ja, ganz recht. Wie viele Schmerzen haben Sie aushalten müssen? Ja, Die so, Herren recht. Advokaten wollen das haargenau wissen, meine Ganz Damen. recht ist ein Geschenk. Hallo, die Versoffenen. Langsam, nicht alle miteinander, gell? Hübsch, alle hinter der anderen, gell? Sonst kommen die mit. Sie haben den Vortritt, Frau Balser. Also bitteschön, hat der Futtner Ihren Herrn Gemahl arg zugerichtet? Herr Gemahl, das ist mir schon der rechte Herr Gemahl. Ganz recht ist ein Geschenk. Ja, Sie glauben ja gar nicht, Herr Rat, was ich mit dem Mann schon alles durchgemacht habe. Jeden Tag hockt er im Wirtshaus und heim kommt er mal um 12 Uhr auf die Nacht und mir. Ja, und Gerichtsrat, es ist nicht der Brauch, dass die Bayerinnen da herinnen reden. Keine Unterbrechung. Ihr, Herr Advokat, legt auf die Aussage der Frau Gemahlin größten Wert. Er tragt's Geld zum Wirt und ich darf arbeiten wie ein Viech. Jedes Jahr muss ich 2 Weiber davon jagen, weil sie ja nicht zufrieden lässt. Der Bazi, der schlecht, na. Meiner Lebtag darf ich nicht mehr heiraten. Die sind allesamt gleich, die Mannsbrüder. Da ist einer wie der andere. Sie spielen die Herren und wir sind die Deppen. Ja, dankeschön. Einmal muss das auch vor Gericht gesagt werden. Stinkfein und versoffen sind die Herren Bauern und in der ganzen Gemeinde ist ja jeder gleich. Ein Moment, Frau Zeugin, wir brauchen eine kleine Schnaufpause für unseren Schreiber. Der kommt nämlich nicht mehr mit. Ja, und von jetzt ab bitte schon ein bisschen langsamer. Fix, die hat sich geändert. Tätst das jetzt alleweil noch mögen? Mit dem dummen Teufel war ich nicht besser dran gewesen. Ich kennt meine Leute. Die sind allesamt gleich. Ja, von mir aus, da schlagen sie die Nummer alle 2 und hängen das Geld an die Advokaten.
Noch einmal ein Blanken und noch einmal eine und wieder aufs Gericht. Ich mag nimmer, Herr Rat. Wir brauchen das ganze Jahr nicht durch das Holz. Ja. Das ganze Jahr nicht und der Pfotner auch nicht. Keiner braucht das Fahrtrecht, weil nämlich um das Holz rum die Straße geht, wo ein jeder fahren darf. Sperren Sie es einmal gescheit ein, die zwei Deppen, Herr Rat. Ein Jahr oder zwei, dass uns auch einmal gut geht. Ja, ich bin außerordentlich beeindruckt, Frau Zeugin. Wenn auch das, was Sie vorgebracht haben, nicht unbedingt und in jedem Fall zur Sache gehört, so bin ich doch vollkommen Ihrer Meinung. So, und jetzt nehmen Sie bitte schön Platz. Oh je. Ja, und jetzt zu Ihnen, Jungfer Mirsel. Sie versehen Ihrem Bauern den Haushalt etc. und Sie versorgen ihn, wenn er verwundet vom Kampfplatz heimgetragen wird. Ja. Sagen Sie mal, hat er da immer so erhebliche Schmerzen gehabt? Hä? Ja, schon. Also das letzte Mal vor allem an der Schulter und am Knie. An der Schulter und am Knie. So. Ja, Sie haben aber weder den Doktor noch den Bader geholt. Verstehen Sie sich denn so gut auf die Krankenpflege? Hä? Ja, ein bisschen schon. Ich habe ihm sein Knie verbunden und Ja. habe ihm gut zugeredet. Isidor, habe ich gesagt, vergiss deinen Schmerz. Gleich tut's nicht mehr weh, habe ich gesagt. Denn jeder Schmerz muss einmal sein Ende haben. Aber er hat nichts drauf gesagt. Tja, fix. Wo habe ich bloß meine Augen gehabt? Ja, und nachher habe ich ihm seine Schulter eingeschmiegt und habe gesagt, tut dir das gut, Isidor? Darf ich fester reiben? Noch fester? Aber er hat wieder nichts drauf gesagt. Der Depp, ja. Ja, ist gut. Sie können Platz nehmen, Frau Mirsel, ja. Lass gut sein, Mirzel. Das nächste Mal sag ich was. Ja, gewiss. Auf Ihren Seligkeit sag ich was. Ja, hoffentlich. Noch ist es nicht zu spät, vernünftig zu werden, gell? Nein, gewiss ist noch nicht spät. Sind wir gut, Nachbar? Hm? Ich geb nach. Darfst durchfahren durch meinen Weg. Umsonst, Tag und Nacht. Und Dankeschön fürs Heiraten von meinem Jugendschwarm. Ruhe bitte. Im Namen seiner Majestät des Königs bzw. der königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten ergeht folgender Spruch. Die beiden Parteien schließen einen Vergleich, und zwar auf Dauer, verzichten auf ein Schmerzensgeld, tragen die Kosten des Verfahrens. Dazu kommen jetzt die beiderseitigen Anwaltskosten. Brav, das war's wert. Das war's mir wert. Mir auch. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.